Grüß Gott, Kinder. Ihr wisst doch, dass der Pumuckl gern schlägt. Alles, was süß schmeckt, ist eine reine Wonne für ihn. Aber dass er auch gern trinkt, und zwar nicht nur etwas, das süß, sondern auch alkoholisch ist, also, das hat der Pumuckl bisher selbst noch nicht gewusst. Er konnte es auch nicht wissen, denn Meister Eder hat nie Likör im Haus. Der Schreinermeister mag das, wie er sagt, pappige Zeug nicht leiden. So hätte es der Pumuckl nie kennenlernen können, wenn nicht eine Kundin mit einer Flasche Kirschlikör in die Werkstatt gekommen wäre. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott, Frau Amarilla. Sie, Herr Eder, ich komm grad nur schnell, um einer eine kleine Freude zu machen. Ja? Weil Sie mir nämlich mit der Eckbank auch eine Freude gemacht haben. So? Sie, die passt da so genau und schaut so bildschön aus. Aber hören Sie doch, das gehört Sie doch, dass er so ein Stück passt. Sie haben ja auch Zeit dafür. Na ja, das schon. Aber Sie waren auch so prompt und überhaupt Aber nicht... gingen Sie zu, das braucht's doch nicht. Was? Gegen ein Schlickerl Kirschlikör, da werden Sie noch da schon nichts haben, oder? Nein, aber ich mein, das ist Nein, das ist nämlich ein besonders guter. So? Sie, das ist meine Spezialmarke. Also, dann sag ich halt Dankeschön. So ein Stamperl zwischen rein. Naja, das wirkt Wunder. Kommen Sie, versuchen Sie es doch Was, gleich. jetzt? Na ja, warum denn nicht? Gibt's für was Gutes vielleicht eine extra Tageszeit? Nein, na, wenn Sie eins mittrinken, nachher... Ja gut, ein Glaserl in Ehren, das kann niemand verwehren. Ja, da haben Sie recht. Es war ein guter Kirschlikör, aber Meister Eder mochte ihn trotzdem nicht sonderlich. Er ließ das halbe Glas stehen und war froh, dass die freundliche Kundin ging, ohne auf ein weiteres Glas zu dringen. Und sicher ahnt ihr's schon? Mit diesem stehen gebliebenen halben Glas Kirschlikör begann das Verhängnis. Der Pumuckl schnupperte nämlich neugierig daran. Wie das riecht. Das riecht wie, ich weiß nicht wie, aber das riecht gut. Ach, riechen tut's besser, als wir schmecken. Das weiß man Also nicht mir so genau. pappt alles zusammen, wenn ich sowas trinke. Warum? Das süße Zeug ist nix für mich. Süß ist das. Ja, aber Ja. Wenn es süß ist, dann ist es doch was für mich. Na, der das- Pumuckl mag alles, was süß ist. Bitte, darf ich einmal schlecken? Ja, von mir aus. Aber ja, nicht zu viel, gell? Ja. Bloß nippen. Bloß nippen. Ja. No? Das nippt sich aber gut. Und das nippt sich ganz besonders gut. Jetzt ist aber genug, gell? Nein, jetzt ist noch nicht genug. Doch, jetzt, doch. Nein, jetzt ist noch viel zu wenig genug. Doch, jetzt noch hörst du auf. einmal schnippen, oder wie das heißt. Ja, aber jetzt geht's Oh, das ist ja immer noch... Jetzt langt's. Oh, ist das süß. Nase, kitzlig, zuckersüß. Das ist ja... Nein, Das ist ja... das ist gar nicht. Nicht wegnehmen! Gib's wieder her! Gib mir das Glas wieder her! Ich will Nichts es da. leer trinken. Nein, nichts da. Da ist Alkohol drin. Wer ist da drin? Alkohol. Ich seh da aber gar keinen Alkohol drin. Du, lass Alkohol sieht man nicht. Lass mich mal Den spürt reinsehen, man bloß. ob einer drin ist. Na, Ja, da kriegt man nämlich einen Schwips davon. Und das ist ganz was Scheußliches. Ja, das glaub sagst du mir's. nur, weil du dem Pumuckl nichts davon geben Okay. willst. Die Frau hat getrunken und die hat nichts Scheußliches Na ja, bekommen. nein, die ist ja Frau. gewohnt. Und bei einem ausgewachsenen Menschen, da macht doch so ein Glasl auch nichts. Bei mir macht Aber das- bei jemand, der so klein ist wie Da du... macht das auch nichts. Ja, und ob? Ich hab ja schon getrunken und ich spüre überhaupt nichts. Ja, zuerst spürt man ja auch nichts mehr, wäre bloß lustig. Aber dann, die Ja, Zunge lustig wird ist dann doch ganz gut. schwer und man weiß nicht mehr, was man tut. Und dann dreht sie alles. Was, alles? Ja, alles. Ja. Du drehst dich auch. Alles gut, das ist fein. Dann sieht man endlich auch mal alles von hinten, wenn es sich dreht. Also der Schrank, den wollte Na, ich schon immer das mal von dreht hinten sie doch nicht sehen. wirklich, sondern man meint's bloß, weil man selber das so wackelt. Ja, und dann so. sieht man alles doppelt. Dann sehe ich zwei Meister Eder. Ja, mindestens. Naja, das macht nichts. Das ist ja ein netter Mensch, der Ja, Meister ja, Eder. und dann wird's einem schlecht. Ach, so schlecht schon. Du meinst, du stirbst. Wieso? Ja, wenn man sehr viel trinkt, Ja. kann man sogar wirklich dran sterben. Ja. Was? Weißt du, was ich glaube? Ja, was glaubst denn du? Ich glaube, dass du schwindelst. Ich? Ja. Nein, nie. Ja, weil nämlich die Frau, Ja. die hat das ganze Glas in einem Zug leer getrunken und Ja. die hat nicht gewackelt. Die hat überhaupt Ja. nicht gewackelt. Und es war ihr auch nicht schlecht.
Und sie hat ja auch nicht zweimal die Hand gegeben, sondern nur einmal, das habe ich ganz genau gesehen. Das weiß ich ja, das ist ja so, das ist ja auch eine ausgewachsene Frauensperson. Ich bin ein ausgewachsener Koboldsperson. Pumuckl, ich sag das, glaub mir's, ich glaub's nicht. Dann ist mir auch wurscht. Also ich räum den Kirschlikör weg und er Ruhe ist. Warum denn? Dieser Kobold an sich schon Aufregung nur. Ein betrunkener Kobold, das kann man wirklich... Ja, aber wenn man doch alles... Meister Eder, hör! Ich krieg trotzdem den Likör und dann trinke ich den Likör leer. Meister Eder hat kein bisschen übertrieben mit seiner Schilderung von der Wirkung des Alkohols. Leider hat auch der Pumuckl mit seiner Drohung nicht übertrieben. Er war finster entschlossen, den Likör überall zu suchen, sobald der Meister Eder aus dem Haus gehen würde. Zwar hat der Schreinermeister den Kirschlikör in den Speiseschrank versteckt und den Schlüssel vorsichtshalber abgezogen, aber auf den Schlüssel passte er zu wenig auf. Er steckte ihn in die Tasche seines Arbeitskittels und vergaß ihn dort, als er nachmittags wegging. Der Pumuckl musste nicht allzu lange nachdenken, um den Schlüssel in der Kitteltasche zu suchen. Ja, Pumuckl schlau, sehr schlau. Schlüssel passt ins Schloss und Schloss schließt auf und Tür geht auf. Oh, schön aufgehen. So, und jetzt die Flasche suchen. Da steht die Flasche, damit ich nasche. Das reimt sich sogar. Und alles, was sich reimt, das ist gut. Nur, die Flasche ist so groß, dass ich nicht ganz bis oben hinkomme. Aber ich bin nicht dumm. Ich werf die Flasche um. Das reimt sich schon wieder. Ja, ist das gut. So, und jetzt das liebe kleine Stöpselchen herausziehen. Ho. So. Und halt, nicht alles herauslaufen. Nicht schnell Stöpsel wieder drauf. So, oh. Was ist das für ein schöner, duftender See. Ein Likörsee. Und jetzt werde ich den schönen See aufschlecken. Wie das schmeckt. Da will mir der Meister Eder weismachen, dass man davon stirbt. Dass ich nicht lache. Davon stirbt man gar nicht, sondern da wird einem warm und stark und lustig. Und jetzt wird mir plötzlich auch noch ganz dichterisch. Ich fühle, ich bin der größte Dichter, den ich je erlebt habe. Zum Beispiel, die Welt ist voller Reime, draußen und daheime, und überall ist Wonne und überall ist Sonne. Sonne her, Sonne. Ich bestehe auf Sonne und Wonne, Sonne her. Wie ich das mache, dass ich nicht lache, drehe ich das Licht an, scheint Sonne den Wicht an. Wo ist der Lichtschalter? Her mit ihm, hin mit ihm und Licht an. So, Licht anmachen ist nämlich eine Kobolds Lieblingsbeschäftigung. Licht ausmachen auch. Jetzt mache ich es mal aus. Jetzt mache ich es wieder an. Das sind Lichtspiele. Das sind Glühlichtspiele, Glühbirnenlichtspiele, nein, Glühwürmchenlichtspiele, nein, das ist auch falsch, es müssen sein Glühbirnen, Glühwürmchen-Lichtspiele, und da kenne ich nun ein Lied, das heißt, Glühwürmchen, nein, anders, nochmal, Glühwürmchen, Glühbirnchen, Glühe, das macht mir mehr Spaß als Mühe, la la la. Ja, der Alkohol fing schon an zu wirken. Der Pumuckl knipste übermütig das Licht an und aus und fand das ungewöhnlich lustig. Und er hörte auch nicht damit auf, als jemand heftig an die Werkstatttür klopfte und rief: Ist jemand da? Hallo? Hallo? Ich bring den Staubsauger. Herr Eder. Da geht doch in der Wohnung immer das Licht an und aus. Ja, was ist jetzt das? Komisch. Hallo? Herr Eder! Das war ein Mann von einer Elektrofirma, die Herrn Eders Staubsauger repariert hatte. Der Mann wollte das Gerät zurückbringen. Er wunderte sich wirklich sehr über die Lichtspiele, und da sich niemand in der Wohnung rührte, dachte er, es sei gut, den Hausmeister darauf aufmerksam zu machen,
Und vielleicht konnte er dort auch gleich für den Herrn Eder den Staubsauger abgeben. Gedacht, getan. Das Licht geht aber aus und an. Und es ist niemand daheim. Kein Mensch. Ich hab gerufen und hab klingelt und klopft. Also das verstehe ich nicht. Ja, es könnte sein, dass ein Licht brennen geblieben ist, nicht? Und dass das einen Wackelkontakt hat. Ja, da müsst mehr Sicherung rausschrauben, bevor was durchbricht. Das wäre natürlich das Beste. Ja, das kann ich schon machen. Der Kasten mit den Sicherungen ist beim Eder hinten im Hausgang. Dazu habe ich schon einen Schlüssel. Ich muss halt dann Obacht geben, wenn der Eder heimkommt, damit ich es ihm gleich sage. Nicht wahr? Nicht, dass er eine Maschine braucht und weiß nicht, was los ist. Und kann ich dann den Staubsauger inzwischen bei Ihnen abgeben? Ja, ja. Aber auslegen tue ich für nichts, gell, weil ich mich da nicht nehme. Nein, ich lasse die Rechnung da. Und wenn Sie mir nur quittieren, dass ich den Staubsauger in Empfang nehme. Ja, ja, das kann ich schon. Ich geb mir dann nachher gleich den Staubsauger, wenn ich ihm das mit der Sicherung sag. Geht der Staubsauger rein? Bitte, steht man halt gleich neu an, nicht? Der saugt wie der Teufel. Aha, da ist ein Stecker. Ja, der saugt wirklich wie der Teufel. Nachdem das mit dem Staubsauger also geregelt war, schraubte der Hausmeister die Hauptsicherung zur Werkstatt und zur Wohnung von Herrn Eder im Hinterhaus heraus. Der Pumuckl war sehr verblüfft, als sein schönes Glühbirnchen-Glühbirnchen-Spiel nicht mehr funktionierte. Oh, was ist das? Geht nicht mehr. Warum gehst du denn nicht mehr? Du musst Sonne-Wonne machen, du dummer Lichtschalter. Aha, du willst nicht. Büsse, ich brauche deine Sonne nicht. Ich habe einen See, jawohl, einen Likörsee. Das ist der beste See der Welt. Das ist der beste B der Welt. Das ist der seeste Welt der B. Das ist der seeste Welt, der schmeckt dem Bokolsee. Oh, das nochmal schlecken. Oh, das wärmt den Bauch, den Kopf wärmt's auch. Also, ich bin anscheinend eine Eisenbahn. Ich lasse immer Dampf ab. Ich will jetzt nicht. Was ist das? Ich will nicht machen. Hörst du auf zu hicken, du dummer Pumuckl, du. Warte noch, Moment. Das Hick, das kommt aus meinem Bauch. Da werde ich mich jetzt ganz einfach auf den Bauch legen und dann läuft das Hick so aus mir hinaus wie der Likör aus der Flasche. So. Was ist jetzt? Wenn ich liege, da wackelt das Zimmer aufhöre mit dem Wackeln. Aufhören. Du willst nicht das Wackeln. Du willst nicht das Wackeln aufhören. Dann bist du ein ganz dummes Zimmer. Verstanden? Dann gehe ich in ein anderes Zimmer. Gehe ich in ein Zimmer, das nicht wackelt. Ich gehe in die Werkstatt. Die Werkstatt wackelt nie. Die hickelt wank. Die Wankstatt hinkelt nie. Der Pumuckl rannte und stolperte in die Werkstatt hinunter, und tatsächlich schien die weniger zu wackeln. Aber der Schluckauf blieb. Der Pumuckl konnte machen, was er wollte. Der Schluckauf wurde nur noch schlimmer. Da kehrte Meister Eder zurück. Als er die Werkstatttür aufschloss, kam auch schon der Hausmeister gelaufen. Hallo, Herr Eder. Herr Eder. Ja, was gibt's? Da habe ich einen Staubsauger und erschrecken Sie nicht. Ich hab die Sicherung bei einer rausgetragen in Ihrer Wohnung. Da ist dauernd ein Licht aus und angegangen. Da wird ein Wackelkontakt drinnen sein. So? Ein Wackelkontakt? Ja. Der Elektriker, der Ihren Staubsauger gebracht hat, der hat's zuerst gesehen, gell, und der hat mir darauf aufmerksam gemacht. Also, Dankeschön. Dann werde ich dann gleich nachschauen, was da los ist. Bin ich einer für den Staubsauger was schuldig? Kommen Sie gleich rein in die Werkstatt. Nein, ich hab nichts ausgelegt, er hat eine Rechnung da lassen. Haben Sie ihm kein Trinkgeld gegeben? Nein, ich weiß ja nicht, was Sie ihm gegeben hätten, gell. Wissen Sie, Herr Eder, in Geldsachen, da mische ich mich nicht rein. Herr Eder, sagen Sie, was tut denn da so? Hierher nix.
Wird schon nix sein. Also, ich danke Ihnen jedenfalls für die... Ja, das gluckst so. Ja, haben Sie das jetzt nicht gehört? Das wird in der Wasserleitung sein. Das gluckst öfters so. Ja, das ist aber doch ein unangenehmes Geräusch. Das können Sie sich doch nicht alle anhören. Wissen Sie das? Das gewinnt man. Gehen Sie zu, das riecht einer doch. Da wird irgendwas in der Mischbatterie sein. Warten Sie, da stehe ich jetzt schnell mal einen Haushahn ab. Nein, das braucht's nicht. Ja, das klingt beinahe wie ein Schluck auf, gell? Ein saudums Geräusch. Das riecht mir schnell. Aber wenn einer sagt, dass das... Ich hol jetzt schnell einmal das Werkzeug. Ich hab nachher auch eine Bitte an Sie. Was denn? Eine Hand wascht nämlich die andere, nicht wahr? Ja, und? An der Haustür gehört was abgehoben. Ich bin gleich wieder da. Pumuckl, also hör doch mit dem Blödsinn auf. Es ist kein Blödsinn. Ich kann nicht aufhören. Von ganz alleine. Gib jetzt Ruhe. Herr Eder, Ja? ich hab Sicherung wieder nicht drauf. Schauen Sie in Ihrer Wohnung nachher nach. Und noch was, probieren Sie gleich mal einen Staubsauger raus. Geht durch zwar, gell, aber schauen Sie lieber nach, ob er auch so ist, wie er sein soll. Ja, ist schon recht. Also so ein Geräusch. Geht der? Ja, er geht schon. Na also, nachher ist ja gut. Also ich kann gleich mit dem Werkzeug her, nachher werden wir die Schluckauf von der Wasserleitung schon her werden. Ja, ist schon recht. Pumuckl, komm mal her. Was soll ich da? Ich klopf dir ein bisschen auf den Rücken. So ein Schluck auf musst du aufhören. Muss gar nicht. Oh, doch. Hausmeister muss Na? Werkzeug holen und dann hört der Hick auf. Werkzeug, Wasserleitung aufmachen und den Hick vom Pumuckl rausmachen. Du sag einmal, Pumuckl, du redst als ob du blau wärst. Nein. Das kann aber doch nicht sein von dem bisschen Likör vorhin. Oder doch? Nein, ich bin nicht blau. Hä? Ich bin so Ja. rot. Ja, du kommst mir so komisch vor. Mein Schopf auf dem Kopf ist rot und meine Jacke ist grün. Was nicht? Ich hab doch den Likör Ja, weggesperrt. weg und fort, gesperrt, jawohl. Und das ist gar kein schöner Zug von dir. was der Ich Kerl habe hat? darauf sogar ein Gedicht gemacht. No. Das tut man nicht. Mir wird direkt Angst. Birnenlicht im Sonnengesicht. Und das- Süßer See, Schlammpamper, Schleck. Also du bist doch blau, Pumuckl. Das ist ein modernes Du sag mir Gedicht, jetzt einmal, sei mal ruhig. tut man Jetzt sei ruhig. Hast du was getrunken? Schleck, Sag einmal. Ja, ich habe einen See getrunken. Was? Einen See. Sei stark. Der Hausmeister kommt wieder. Ich bitte um eins. Ja? Geh auf in die Wohnung, wenn du schon nicht aufhören kannst mit dem Schluck auf. Ja, das Du ist- bringst mich ja in die größte Verlegenheit. Ich gehe Ja, genau. hinauf. Was, Na ja. in das wackelige Zimmer. Nein, das Bitte mach ich sehr, nicht. Bitte Du sehr, wackelst. bitte Jetzt geht's sehr, wirklich ich weiter. gehe, aber ich kann nichts dafür, weil das Haus... Ach, das fällt nicht ein. Jetzt geh weiter, schaut, dass du Einfällt. weiterkommst. Jetzt komm. Wackel die Wände, Das ist ja da furchtbar hat es mit mit dem Haus bald ein Ende. Ja, Ist auch ein jetzt geh Gedicht. schon, komm, Ja, geh. gleich. Ja, jetzt, genau, jetzt kommt er schon. So, Herr Eder, jetzt werden wir das Geräusch gleich los haben. Das Geräusch hatten sie tatsächlich schnell beseitigt. Es war mitsamt dem Pumuckl oben in der Küche und wurde dort gar nicht besser. Im Gegenteil, weil nämlich der Kobold wieder vom Likör schleckte. So, jetzt muss ich den See noch ganz wegschlecken, damit der Seele nichts merkt. Oh, wenn ich den Schopf kühle, wenn ich den Kopf schüttle, dann kühlst, nein, dann schollst dich nicht mitschnuddeln, du schollst. Hui, ist mir aber komisch. Aber das ist kein Schwips. Nein, ich habe keinen Schwips. Nein, ich sehe nämlich keinen Schrank von hinten, weil sich hier gar keiner dreht. Kein bisschen habe ich einen Schwips. Noch ein bisschen schlottern.
Dass der Pumuckl keinen Schwips hat, das glaubt nur er selbst. Der Meister Eder unten in der Werkstatt machte sich, während der Hausmeister an der Wasserleitung herumschraubte, richtige Vorwürfe, dass er den Pumuckl hatte schlecken lassen. Er ahnte ja nicht, was geschehen war. Der Schreinermeister wollte schon in die Küche hinaufgehen und nach seinem Kobold sehen. Da sagte der Hausmeister: Warten Sie, ich komm gleich rauf mit einer. Ja. Wenn Sie da irgendwo einen Wackelkontakt drin haben, nicht wahr, dann riecht einer den gleich. Das geht in einen aufwaschen. Ah, wo? Das ist doch nicht nötig, das kann ich ja selber. Wir können ja auch gleich den Staubsauger anstecken, damit Sie sehen, dass alles stimmt. Ah, gehen Sie zu, der ist doch in Ordnung. Nein, und mir fehlt was und nachher war ich schuld. Aber das braucht's ja nicht. Ist ja gleich geschehen, Herr Eder. Was blieb dem Meister Eder anderes übrig, als mit dem Hausmeister in die Küche zu gehen? Es war ihm gar nicht wohl dabei. Also, das Licht, das brennt wieder. Kann ja sein, dass bloß Birn ein bisschen locker war, das gibt's. Ja. Ja, was sehe ich denn da? Ja, und was höre ich? Die Tür vom Speiseschrank ist ja sperrangelweit offen. Ja, aber im Speiseschrank ist doch keine Wasserleitung, oder? Nein, aber offen ist. Ja, und der Schlüssel steckt. Ja, aber hören Sie, Herr Eder, davon kann doch das Gluckser nicht kommen. Sie werden da herum genauso Luft in der Wasserleitung haben als wir drunten. Die müssten wir rauslassen. Ah, wo? Das braucht's doch nicht, das riecht ich schon selber. Also halten Sie ja nicht auf, um Gottes Willen. Ja, die Flaschen ist umgefallen und halb leer. Ja, rausgelaufen ist aber nix. Das hätten wir ja sehen. Aber das ist du. Ja, ich verstehe noch nicht, Herr Eder. Mit der Flasche ist doch gar nichts weiter passiert. Ja, das meinen Sie. Ich verstehe es wirklich nicht. Herrschaftszeiten, hör auf! Jetzt lassen Sie sich nicht rausbringen, Herr Eder. Ich schraub auf. Ah, wo? Das braucht's nicht, das vergeht schon. Bitte schön nachher, nicht? Sie müssen's das ja anhören. Stecken Sie bitte jetzt einmal Ihren Staubsauger an, nachher geh ich. Also sind's nicht besser. Ich wollte Sie nicht. Es ist nur... ich steck den Staubsauger gleich an. Ah ja, ist alles in Ordnung. Ich danke Ihnen da recht schön. Ja, jetzt sagen Sie es nicht gescheiter, wenn ich die Wasserleitung... Nein, danke schön. Herr Eder, was ich nur sagen wollte, ja. Wie macht mir jetzt das nachher mit meiner Tür? Ich mein, Sie wollten es doch abholen. Oder passt Ihnen das nicht? Ich mein, wenn Sie mir den Hobeleier nachher, dann kann das vielleicht selber. Ach so, ja, das habe ich versprochen. Sie sagen's. Trinken Sie gern einen Kirschlikör? Oh, nicht ungern. Da. Nehmen Sie die Flaschen. Dann ist weg und kann nichts mehr passieren. Nachher kann ich auch schnell mit Ihnen rübergehen und die Tür abholen. Und ich lasse Ihnen das Werkzeug da, Herr Eder. Sie brauchen die Wasserleitung bloß da unten aufschrauben, ja. Wie Sie da in der Werkstatt gemacht haben, gell? Nachher, dann geht das Geräusch weg. Ja, ist schon gut, Dankeschön. Aber bitteschön, jetzt gehen wir. Oh, meine Flasche, meine schöne meine schöne Likörflasche, die schenkt er einfach weg von, also wenn mir nicht so komisch wäre, wenn nicht alles so wackeln würde, dann, hoppla, was steht denn da im Weg? Ach, der Herr Staubsauger. Guten Tag, Herr Staubsauger. Der staubt so schön Saug. Lieber Herr Staubsauger, man hat uns, stellen Sie sich vor, den schönen Kirschlikör einfach weggenommen. Wie findest du das? Komm, sag noch was. Du musst was sagen, wenn ich mit dir rede. Warte, du wirst gleich was sagen. So, ja. Sehr schön. Willst du ein bisschen Staub haben, Herr Sauger? Warte, der liebe Pumuckl streut dir Zucker. Ja, Moment. So, da. Schön aufessen, ja? Schön aufessen. Ja, auf so viel Staub bekommt man Durst. Wenn ich noch Kirschlikör hätte, dann würde ich dir was ab... Warte, Himbeersaft ist da. Ich schütte dir Himbeersaft hin. Moment. Himbeersaft mitsamt der Flasche. Ja, man muss Flaschen nur fallen lassen, da muss man gar keine Stöpsel mehr herausziehen. Wenn mir nicht so komisch wäre, dann fände ich alles noch viel komischer.
Der Staubsauger war gut repariert, er saugte einfach alles ein. Den Pumuckl konnte er zum Glück nicht einsaugen, denn der war ja unsichtbar. Was aber, wenn nun der Meister Eder hereinkommt und der trunkene Kobold sichtbar wird? Ja, was ist denn da los? Hab ich den Staubsauger nicht abgestellt? Pumuckl! Ja, wie sieht's denn da aus? Um Himmels Willen. Ja, ist dieser Blut? Nein, das ist Himbeersaft. Der schmeckt dem Staubsauger prächtig. Du bist ja ganz voll. Oder ist dieser Kirschlikör? Nein, der Kirschlikör muss man schonen. Der ist innen. Und der Himbeersaft ist außen. Der pappt so schön. Jetzt sag einmal, was fällt denn dir eigentlich ein? Also, die hat's wohl. Bist denn du übergeschnappt, oder? Nicht das! Er saugt mich! Er saugt mich! Hilfe! Ich schrei doch nicht so! Ich werde verschluckt! Nein, der kann die ja gar nicht. Der kann das ist gut. Wenn das ein Mensch sehen kann. Also, das ist wirklich nicht zum Glauben. Ein angesagter Kobold. Na, sowas. Das ist aber grässlich und so komisch. Alles dreht sich. Ja, Mir wird schlecht. so. Und wenn ich dich zur Strafe noch ein bisschen babbeln lasse. Bitte nicht. Ja. Du drehst dich. Und das Zimmer dreht sich. Mir ist so schlecht. Na ja, also, ich will einmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Du bist ja über und über voll. Bitte nicht schimpfen. Ja, Ich sterbe. das kommt davon, wenn man nicht hören will. Hab ich dir nicht gesagt, dass man vom Alkohol... Ich will nie mehr dieses... Oh, ich sterbe. Na, jetzt wird der Kas weiß. So schlecht. Nein, da gibt's jetzt noch eins. Den kleinen Kerl auf den Kopf stellen, damit der Kirschlikör wieder rauskommt. Bitte nicht auf den Kopf stellen. Das mit dem auf den Kopf stellen war eine Rosskur. Aber es war richtig, weil man ja einen Kobold schließlich nicht ins Krankenhaus bringen und ihm den Magen auspumpen lassen kann. Anschließend an diese Kur hat Meister Eder den kleinen Wicht ins Bett gepackt. Der Pumuckl ist zwar durch den Schreck wieder nüchtern geworden, aber fragt nicht, was ihm alles wehgetan hat. Mein Kopf ist wie ein Fass. Hat es, Gabi? Oh, meine Haare sitzen wie lauter Nadeln in meinem Kopf. Na ja, das ist ja auch kein Wunder. Nicht reden. Ist es so? Nee, ganz leise. Jeder Ton tut weh. Aha. Dröhnt. Naja, so geht's, wenn man nicht hören will. Meine Ohren. Ich sag bloß, Kirschlikör. Nicht das Wort sagen. Ja? Bitte nicht das Wort. Ich trinke nie mehr. Also ich sage das Wort nicht, aber ich trinke es nie mehr. Das können wir dem Pumuckl aufs Wort glauben. Der Meister Eder hatte noch stundenlang zu tun, um den mit Zucker und Himbeersaft verklebten Staubsauger zu reinigen. Aber er hat nicht mehr lange geschimpft deswegen. Der Pumuckl, das war dem Meister Eder klar, war gestraft genug. Und seit dieser Geschichte genügt es, wenn der Pumuckl unvernünftig sein will, zu sagen, Kirschlikör. Da zieht er es schnell vor, wieder vernünftig zu sein. Wie lange dieses Mittel allerdings hilft, das weiß ich nicht. Denn wie die Geschichte weitergeht, das erfahrt ihr bei unserer nächsten Pumuckl-Sendung. Bis dahin, auf Wiederhören.